Ah! Oh Gott. Gott. Hey! Mann! Das Spiel macht mich fertig! Tut mir leid. Das Spiel macht mich fertig, ey! Schon erschreckend. Das macht mich voll fertig, das Oh Spiel! mein Gott. Oh mein Gott. Hey, wow. Ah, Mann, tut Mann, mir ich bin nur ein leid. alter Mann, echt jetzt. Schon gut, schon gut. Mein Herz halt wummert. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Oh, Kacke. Lass mich mal ran. Oh, Kacke. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Penny Klein, die die Untersuchung Danke für die Einladung. den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillinge. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab. Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington. Oh, Und guck uns mal. Josh heute, Das am Handy. Jahrestag des Ach, ist das mysteriösen schön. Das hat noch Verschwindens richtige von Hannah Tasten. und Beth. Sorry. Hallo. Guten Tag, ihr Leid. Okay. Wir spielen weiter Until Dawn Okay. mit dem Typ Na, von hallo, Green Day. Freunde und Fans. Wusste gar nicht, Es dass ist er in dem mega Spiel mitspielt. abgefahren, dass ihr dieses Jahr Yeah. alle wieder hier seid. Es ist mega abgefahren, dass ihr wieder erstmal hier muss ich seid. Sagen, ich bin super begeistert, Okay, alle ich meine bin ja schon Freunde ruhig. wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ah! Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Mhm. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, Warum machen sich die Leute wahrscheinlich Sorgen um ihn? es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Wer ist Und das? Hm. ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und... Ach so, er ist der Bruder. Ach so, Also, deshalb machen sie sich Sorgen um ihn. Diese Weil seine zwei Party wird Schwestern absolut von einem Jahr abgefahren, halt... verstanden? Das Okay, Ganze hier wird aber ein er will Trip, halt den wir Party nie machen. mehr vergessen, okay? Okay, nee, ist schon in Ordnung. Ich meine, deine zwei Schwestern sind nicht in der 3-Punkt-Landung aufgekommen. Ist schon in Ordnung, kann man ruhig Party machen. Kapitel 1. Memento Mori. 10 Stunden bis zum Morgen. Wer ist die Blonde eigentlich? Also die da im Bus. Ist das die Spielverderberin? Der Machetenmann ist auch wieder da. Jawohl. Dann kann es ja weitergehen. Sam. Hannahs beste Freundin. Gewissenhaft, umsichtig, tapfer. Auch bekannt als die Spielverderberin. Die heißt wirklich Sam oder heißt die Samantha? Oder so irgendwie. Oder Samsonite. Hallo? Hallo? Oh. Ist jemand hier? Sam, Weg zur Seilbahnstation. 19:02 Uhr. Kalt ist es, ne? Okay, da ist auf jeden Fall schon mal wer gelatscht, weil Fußabdrücke, ne? Lass mal natürlich noch ein bisschen umgucken hier. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie jetzt auch wieder dumme Spiele machen. Weißt du, so wie, ja, hier, ich renne dir jetzt hinterher und erschreck dich oder so. Wäre halt einfach nicht angebracht. Und da bin ich dann... Waren da gerade Fußspuren hier? Hat da schon wer geguckt? Gerade, so wie ich eben. So, also, Zettelino.
The gate's busted. Chop over. Achso, kannst auch nehmen. Das Tor ist kaputt, klettere drüber. Climb! Echt ein Chop over. Pummel drüber. Chris. Okay, alles klar. Dann. Oh, warte. Wieso ist da hinten ein Leuchti? Ah, pass auf, guck. Also wir probieren es mal als Tor, aber das Tor ist kaputt. Hat sie ja gesagt, ne? Oder eher. Oh, scheiße, lassen wir's. Okay, das ist nicht kaputt. Das ist halt einfach abgeschlossen. So, deshalb waren hier Fußspuren. Ah, gucke hier. Habe ich sofort bemerkt hier. Ich bin der Monsieur Detektiv. Wir machen das auf Nummer sicher. Okay. Oh, das ist die krasseste. Nein, wir machen das auf Nummer sicher. Habe ich doch gesagt. Krasseste Quicktime-Event überhaupt. Bam, bam. Wir klettern einfach nur. Ja, okay, es ist eine hohe Mauer und es ist kalter Schnee und so. Jetzt muss natürlich auf der anderen Seite. Ich würde runterklettern. Jetzt stell dich doch nicht oben hin, Mädel. Das zum Beispiel hätte ich nicht gemacht. Zack, Knöchel verstaucht. Keiner kriegt's mit. Liegst du da, erfrierst. Ist nicht gut. So. Lass mal umgucken. Vielleicht finde ich noch so ein Totemteil. Oh, ein Eichhörnchen. Guck mal. Hey, kleines Kerlchen. Oder Mädchen. Hast du was zu essen? Verdammt. Sorry, ich hab... Es tut mir leid. Ist okay. Ja, ist doch alles gut, ist alles gut. Guck mal, diesmal habe ich auch Nüsschen in der Hand. Vorhin habe ich nur angedeutet. Kommst du wieder her? Guck mal, lecker Nüsschen. Oh ja, jetzt ernsthaft. Ja? Sei der Buff, ne? Wie ich das locker hingekriegt habe. Oh, das ist ein rotes Eichhörnchen. Guck's, kein amerikanisches. Amerikanische Eichhörnchen sind ja grau. Und ich glaube auch um Fetzen größer. Ja, wo ist denn das jetzt hingerannt? Da hoch? Hast du mir was fallen lassen? Kleines Kackerchen gemacht? Also dafür, dass es 19 Uhr ist. Ich weiß halt nicht, ob es hier Winter ist. Wo spielt das hier? Kanada oder was? Oh, ich habe ein Totem gefunden. Ein ganz großer. Ein bisschen größer wie der, den ich hatte. Zeig mal her. So. Cool. Gibt's da auch, Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen in einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod, schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr, rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung, gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen und Glück, weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Aber nur Träume? Weißt du, alles andere, sterben, tot. Du träumst von was Gutem, während sterben, tot. So irgendwie, weißt du? Okay, also wir brauchen gelb und weiß quasi. Und was ist mit grün? Da unten ist noch ein grünes. Ich kann es aber nicht lesen. Moment. Ne, ernsthaft jetzt. Pass auf. Nightmares, Hunger and irgendwas. Also grün macht irgendwie Hunger und irgendwas. Ich hab, Moment. Ich gucke mal schnell. Totems. Ich hab sowas da, weiß. Ach, das war das. Jetzt schnalle ich das erst. Mann, das war die 3-Punkt-Landung. Also nicht wirklich. So, Ereignisse der Vergangenheit. Was ist das? Spiel mehr ab. Geht nicht. Okay. Nun, also das scheint weiß zu sein. Weiß war was? Die bringen Träume von Glück und Reichtum. Ja, dann haben wir ja gut gemacht, dass wir hier einen Weißen gefunden haben, der vorausgesagt hat, dass 2 Mädels ihre 3-Punkt-Landung versauen. So.
Da ist ein Räbchen und da ist ein Spürchen. Da ist ein Rucksack. Ich gehe hi. Ich gehe natürlich hinters Haus. Aber zuerst mal will ich... Moment, was steht auf dem Schild? The path is beyond our control. Ja, das stimmt wohl. So. Gleich mal nicht dem Weg folgen, weil ich will mich ja umgucken. Ihr Leute, auch wenn das ein spielbarer Film ist, es ist ein spielbarer Film mit Walking Sim Anleihen. Kann man da die Scheibe einschlagen? Ah, nee. Booty Call. Los Angeles. Feel the Earth Move. Okay. Ist klar. Sonst noch was? Wem ist denn das? Blotte Auto da? Keinem. Was steht da? Kann ich nicht lesen. Ja, das sind Zahlen. Ich weiß nicht, hat der vielleicht ein cooles Nummerschild? Der hat gar kein Nummerschild. Nun. Dann lass das besser. Dann fahr besser nicht damit rum. Also, ich gehe davon aus, wir müssen da rein. Was ist denn das? Mountain irgendwas. Also, pass auf. Wir laufen erst ums Haus drumherum. Und wenn wir was finden, freuen wir uns. Wenn nicht, laufen wir weiter drumherum und gehen an den Rucksack. Und nach dem Rucksack gehen wir ans Schild. Ich habe hier alles im Blick, ihr Leute. Okay. Vielleicht... Oh, da liegt was. Das ist ein Schlüssel, oder? Nee, was ist das? Ja, nix, ne? Doch. Ohohoho! Ach, das ist so ein kleiner Schießstand. Mit Knarre. Ist das so eine richtige Knarre oder so ein Erbsengewehr oder so? Oder ein Korkengewehr? Aufgebrochen auf jeden Fall. Ja, das sieht aus, als wären es Gewürze oder so, die auf dem Boden liegen. Holz, das jetzt wahrscheinlich gut nass ist. Aha, warum ist das Ding Oh, warte mal. Wanted. Hinweis entdeckt, Steckbrief. Aha, also. Moment. Gesucht. Milgram, Victor, Geschlecht männlich, Größe 1,88. Letzte bekannte Adresse, Blackwood Pines. Zuletzt gesehen, 16.03.98. Erklärt das Handy. Also, das Handy vom Vorspann mit Tasten noch so ein bisschen. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Ich glaube, wir haben unseren Feuermann gefunden. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood, Police Monte Provincial de Blackwood. Aha. Ich glaube, das Spiel spielt in Kanada. Das würde zumindest erklären, warum hier Französisch noch irgendwie was steht. So, okay. Also da hinten ging es nicht weiter. Wie hast du mal gesagt? Wir gehen an den Rucksack? Ja, wir gehen an den Rucksack. Dann gucken wir erstmal. Da steckt ein Handy drin. Hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Im Rucksack? Hallo? Was haben wir denn hier? Ein Handy. Oder eine kleine Kuh. Vom Geräusch her. Tasche schließen, herumschnüffeln. Ich bin... Ashley ruft an. Guck mal, stopp. Da stimmt was nicht. Die ist angekommen 19:02 Uhr. Und jetzt ist es hier 17:40 Uhr. Ist sie in der Zeit zurückgelaufen? Nein, wir sind natürlich eine Spielverderberin und wir werden die Spielverderberin auch weiterhin spielen. Also ich glaube... Chris? Schmetterlingseffekt. Hey, du bist hier. Chris ist verknallt in Ashley. Loyal, beschützerisch, humorvoll. Hi. Oh, also. Ja? Ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Lass mich raten, Schießstand. Hab ich schon gesehen. Jetzt warte. Ich will erst noch da hinten ans Schild. Also die Vergangenheit ist... an der Vergangenheit können wir nichts ändern. So, heißt das quasi. Behaupte ich. Ach, guck mal. Wir können da hochgucken. Dann kriegen wir es auch nochmal gezeigt. Wow, Wahnsinn. Graffiti, so weit hier oben? Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Habe ich gesagt. Ich habe ein bisschen freier übersetzt. So. Ranger Path, Lodge. Ich glaube, wir sind dann in der...
Ja, ich komme ja schon. Ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ich zeig dir mal gleich, was hochkommt. Ich will noch ein bisschen mich umgucken. Ist zu, oder? Ja, natürlich ist zu. Okay. Mount Madahe. Madahe. Ja, ich komme ja schon, Josh. Nee, Chris. Sorry. So, dann gehen wir dem mal. Es gibt keine Rennentaste. Nicht, dass ich sie benutzen würde. Ihr wisst, ich bin ein Walking-Sim-Spieler, der viel walkt und viel simmt und wenig rennt. So, ein Schießstand. Tada! Habe ich schon gesehen, Krass, Junge. oder? Brauchst mir nicht zu zeigen. Zeig mir lieber, ob das ein richtiges Gewehr ist oder Komm halt. schon, das sind coole Babys. Babys, Babys. ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? so. Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger. Ach so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Okay. Ich würde oben rechts den Beutel da probieren. Visiere ein Ziel auf dem Schießstand an. Ah ja, da guck. Achso, ich muss das da wohl anvisieren. Hey, ne? Guckst du, Mädel? Findest du das nicht irre erotisch? Guck mal hier. Wo muss ich jetzt hin? Da unten. Ich habe übrigens die Zielhilfe auf volle Power gestellt. Glaube ich. Aus Gründen. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay. Dankeschön. Ich bin böse. Ja. Ich bin böse drauf. Oh Ich je. bin also dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das Ja, glaub ich ja, nicht, ja. Kleiner. Nee. Das war kein Anfängerglück, das war sehr gute Zielhilfe. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ach ja? Dann mach du das doch. Nein. 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 Nicht schlecht. Danke. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt... Wie, die kommt Oh, pünktlich? schon, Chris, Das der muss Ball wirklich Kanada sein. Deutschland ist es auf jeden Fall nicht. Ratten mit buschigen Schwänzen. Ist das nicht, Inglourious Bastards? Echt schwer sein für Josh. Da, guck, ich weiß gar nicht, 19:11 wie Uhr, das unten aussehen links. kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Kann ich noch ein bisschen schießen? Es muss so schlimm für ihn Ich sein. hab mir überlegt, ich will doch das Eichhörnchen. Nee, ist Er schon in nicht Ordnung. gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Ja, aber vielleicht... Nee, das ist jetzt fies. Ich wollte gerade sagen, vielleicht konnte er seine Schwestern eh nicht leiden. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie kacke oder so. Wo war eigentlich Josh während der... Ah ja, der hat auf der Couch gelegen und gepennt, gell? Der war besoffen wie Bus voll Russen. Entschuldigung. Was wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Wie? In der Skilodge übernachten? Wo ist denn das Problem? Ich habe natürlich nicht aufgepasst, was sie gerade gesagt haben. Es gibt die Möglichkeit... Ein wahrer Gentleman. Oh, guck mal da. Das Snowboard Backflip. Das stand im Haus. Also genau das. Ich weiß nicht, ob es genau das, aber da stand auch Backflip drauf oder so. Lass mal. Steuere ich jetzt Josh? Ach ja, habe ich ja eben auch schon. Ich muss mich natürlich hier umgucken. Nein, ich... Ach, Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. wo ist sie Das denn? heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Also, Wie ach, die ist lange ganz da dauert das noch? hinten. Ist ein großer Berg. Ja, ist ein großer Berg. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Oh, oh. Wie ein schlafender Riese. Dann Komm her. kommt das Buch raus. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie Hotel reich und man ist? Sanatorium. So reich. Für einen gesunden Körper und Geist. Das ist ja gut. Oh, was ist das? Ist das ein Boot? Oder, nee, das ist eine Badewanne. Oh, ich würde hier nicht baden gehen. Wo ist das? Ich würde es mir wirklich überlegen, baden zu gehen. Dann kommt das Buch raus. Was für ein Buch? Hallo? Hast du mich gehört?
Nee, ernsthaft jetzt, guck mal. Hast du das gesehen mit der Badewanne gerade? Ist das jedes Mal dasselbe? Wann kommt das Buch raus? Ja, wann kommt denn jetzt das Buch raus? Sag's mir doch. Schrank ist so... Notice Operators, das scheint nicht so wichtig. Sorry, dass ich hier rumlaufe, als wäre ich besoffen, aber... Wann kommt denn das Buch raus? Endlich. Kommst du? Ja, sag mir doch mal, wann das Buch rauskommt. Ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Okay. So. Medahi. Was? Ist wie beim Abschlussball. Hat die gerade Bad gesagt? Ich dachte, ich kann jetzt ich kann jetzt auswählen, wo ich mich hinsetzen will. Neben sie oder gegenüber von ihr. Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, schon irgendwie. Auf jeden Fall. Also vielleicht ist es halt wirklich, Schon ewig nicht. hilft es ihm bei der Bewältigung. Gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja. Nein, es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar, lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, wie lange ich Josh kenne? Nein. Seit der Grundschule. 3. Klasse. Ja! Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. In der 3. Klasse hast du keinen Sport-BH, laber keinen Quatsch. Nee, echt jetzt. 3. Klasse, pass auf. Und? Sie sind 9. Als Banknachbar. Mit 9 hast du keinen Und Sport-BH bald an. Freunde. Jetzt, Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war mit 9 bist du nicht in der Pubertät. und sie an dem Tag Okay. einen Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ach so. Ich meine, wer weiß. Du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Boom. Schmetterlingseffekt. Ah ja. Hat er anhand von dem Sport-BH einen Schmetterlingseffekt erklärt. Dankeschön. Also die war 3 Jahre zu früh in der Pubertät. Das ist nicht gut. Ich kannte auch mal eine, die war 11. Da war ich 13 oder so. Und die war 11. Und die hatte... Also, die war definitiv schon in der Pubertät. Also sie hatte... Also... Ne? Sie hatte auch ein Sport-BH nötig. 2 vielleicht sogar. Also wirklich, hey. Krass. Das Ding ist halt, hat mich als... Wie alt war ich? 13 oder so? Hat mich einfach gar nicht interessiert, so wirklich. Und sie war auch komplett drüber. Also so komplett eingebildet, weil, ach, ich bin jetzt erwachsen, guck mal, ich habe große Brüste, oh, ich bin jetzt erwachsen, nein. Ach, ihr seid ja alle Kinder. Mädel, du bist 2 Jahre jünger wie ich, du hast nur dicke Möpse, sonst gar nichts. Lass mich in Ruhe mit deinem komischen Quatsch. Ich gehe jetzt da rüber und renne im Wald rum mit dem Stock. So. Okay, Jess. Mikes Freundin. Aufgeschlossen, engagiert und impulsiv. Wer ist das? Ist das die Zopftula von letztens? Neue Leute. Die Mörderin. Sie zu begrüßen. Ja, guck mal, die hat wieder Zöpfe, aber diesmal hat sie 2 andere. Das ist die, wo ich gesagt habe, das ist die Mörderin. Weiß ich natürlich nicht, so. Was ist denn das? Oh, sag bloß, in Kanada recycelt man, oder wie? Uff, also Kameradrehung ist hier nicht, ne? Oder? Ach komm. Die guckt doch da immer irgendwo hin. Hallo? Die guckt zu mir irgendwie. Ja, ich glaube so, das Spiel will halt einfach, dass ich da hingehe. Dann mach mal halt ausnahmsweise, was das Spiel sagt, aber zuerst gehe ich dahin, wo Was war das denn? Aber echt, hey. Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Ja, ist zugeschlossen, Mann. Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Danke. Ja, die ist schon wieder so. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Alles Muskeln und Samenstränge, sag ich euch. So. Ja, was ist denn das? Chris. Hier? Meine Güte. Oh, Da Mike. schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen.
Beharren gibt das zurück. Ich bin mit Mike zusammen. Also zuallererst mal, Moment. Mike war mit der anderen zusammen. Die aussieht wie alle anderen auch. Die dunkelhaarige. Mit der war er zusammen. Das macht die aber auch ordentlich Fratzenkirmes hier. Mit der war er zusammen. Und da hat sie noch gesagt, du gehörst nur mir alleine. Oh. So irgendwie war das. Beharren... Gib das zurück! Mann, gib das her! Du Trottel! Scheu. Ist mein Motto. Ah, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Das mache ich auch nie. Prinzipiell. Aber echt, Komm ich schon, steck Jazz, meine uns Nase kannst auch du nicht in anderen Leuts Wir Nase. verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer. Ja, ist vielleicht ankommt. wirklich, also jetzt ohne Quatsch, ist vielleicht... Was? Was? meine, Nein, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ihr wisst schon irgendjemand. Oh. Sam, Es ist vielleicht wirklich eine gute Idee, wenn die Tür wieder klemmt oder nicht aufgeht. Bräuchte man halt schon eine... Auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ja. Bräuchte man halt schon eine, die dann die Tür auch aufmacht. So. Hätten Sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Da, die da, Emily. Matts Freundin. Intelligent, einfallsreich und offen. Offen für was? Für dumme Ideen? Dann wäre es nicht mehr so malerisch, weißt du? Matt. Emilys Freund. Hilfsbereit, verlässlich und sportlich. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Alter. 1924. Okay, warte. Umgucken. Guck mal. Wir kommen von da, ja? Da ist da doch bestimmt ein Geheimnis zu finden. Oder auch nicht. Sind aber gut versteckt, diese Totems. Normalerweise liegen die einfach, gehst ein Stück zurück und gut ist. Gänsehaut. Wir sind fast da. Das heißt Nein, Hummeltitten. ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, Ach so. ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Achtung! Das wird Da bestimmt kommt der nicht Mann eine ohne normale Kopf Party. geritten. Sleepy Hollow. Wie hieß denn der Fuzzi von Sleepy Meine- Hollow? Oh. Was glaubst du? Der sieht ein bisschen aus wie Andreas Türk, oder? Tapfer, engagiert, charismatisch, Mike. Der Freund von Jess. Ah, die haben einfach kurz getauscht. Geil. Mike! Zu geil. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, Nicht du bist schlecht. ein Arsch. Kommt schon, Leute. Ach Wir komm, sind doch alle weißt Freunde, du, oder? da regt sie sich auf, dass es ein bisschen erschreckt hat, weißt du, harmloser Spaß. Was die gemacht hat, ist ganz was anderes. Aber, Lass uns doch die Stimmung und jetzt bin ich der genießen. Spielverderber. Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit ihr? Warum ist denn die jetzt plötzlich so? Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Eventuell ist das vielleicht sogar die richtige Reaktion. Hey komm, hopp, wir sind doch alle Michael. Freunde. Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm. Und wir wissen das, aber ich bin Lass mit ihr uns das zusammen. einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr Everybody jetzt noch be cool. rumknutschen? You, Oh mein be Gott, cool. absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, Hey. bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Mal ganz im Ernst, ne? Diese Tiefenunschärfe ist halt einfach zu krass gerade gewesen. Aber okay, wenn das Spiel das meint, ist das schon okay. Was? So. Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Hast du dir wehgetan, Mann, Prinzesschen? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle Ja, schon klar. Wir Nee. sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Du willst Mike hinterher, oder? Ey, ich lass dich hier nicht alleine. Das ist gefährlich. Ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es Ja. ist kalt und gleich wird's Und dunkel. vorhin hast du gesagt, du hast Angst, weil es gruselig ist. Dunkelheit. Sag Lass mal. unser Zeug hier und komm mit. Ich sag euch, die will Mike hinterher. Die will Mike hinterhergehen. Die will noch, vielleicht noch ein bisschen mit ihm rumknutschen, weißt Willst du du? mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Alter, Warum bleib hörst du ruhig, einfach auf Mädel. mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich Tut mir sage? leid. Ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut, was immer du willst. Danke.
Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Wir fragen Sam, was sie beredet haben. Und die sagt dann, die war nicht bei mir. Ah, ich habe sie mit Mike rumknutschen gesehen. Ich sag euch, die rennt zurück, um mit Mike irgendwie, keine Ahnung. Und die sieht's jetzt, pass auf. Oh, Drama. Teenie-Drama entwickelt sich, sag ich euch. Das ist die mit dem lustigen Gesicht, gell? Ja, genau, Ashley. Ist verknallt in Chris, fleißig, neugierig, aber auch sensibel. Oder wie der Deutsche sagen würde, Arschley. Voll Fischaugending. Das ist schon wirklich hardcore. Da. Gucke. Gleich macht sie sich die Bluse auf. Da ist aber jemand ganz schön. Weil die wissen nämlich nicht, wie man knutscht. Obwohl, die sind jetzt ein Jahr älter. Vielleicht haben sie jetzt gerafft, dass man zum Knutschen nicht die Bluse aufmachen muss. Okay. Oh Gott. Hey! Mann! Das Spiel macht mich fertig! Tut mir leid, Das Spiel macht mich fertig, ey! Das macht mich voll fertig, das Spiel! Oh Gott. Oh mein Gott. Hey, wow. Mann, tut mir Ich bin nur ein alter Mann, echt jetzt. Schon gut. Mein Herz halt wummert. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Oh, Kacke. Lass mich mal raten. Oh, Kacke. Ey, siehst die an? Klar, wenn du das unbedingt sehen willst, siehst die mal an. Einfach so. Ich meine, oh, guck mal da. Ah. Scheiße! Hast du es geahnt, hä? Dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. Warst schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es jetzt, nachdem du gesagt hast, guck durch, damit du deine Freundin siehst, wie sie mit dem anderen rummacht. Vielleicht ist es dann jetzt zu spät zu sagen, da läuft nix. Ja, okay. Also eigentlich hätte ich sagen sollen, nee, brauchst da nicht durchgucken, ne, aber so, Jessica oder Jessica, wie sie will, obere Seilbahnstation. Ach, das ist das Zopfmädchen, so. Buch lesen oder auf Handy schauen? Die guckt natürlich aufs Handy. Die weiß gar nicht, was ein Buch ist. Junge, deine Unterhose guckt raus. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Schmeiß! Volle Möhre in die Fratze. So muss das sein. Alter, bin ich ein guter Zieler, ne? So, pass auf. Das kriegen wir hin. Du dich, kleines Vögelchen. Hinter deinem Piepmatz und gleich der nächste. Bam! Hey! Ausweichen! Ausweichen! Yeah! Daneben! Lusche! Nein! Nein! Nein, wir werfen nicht aufs Vögelchen! So was machen wir nicht. So, wo ist er? Wo ist er? Die alte Knackwurst. Bam! Und schön den Nacken rein! Jawohl! Boom! Schakalaka! Das ist schön, das gefällt mir. Komm, nächster. Ey, Vogel. Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu Du tun. kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Nein! Oh nein! Sorry, aber ich muss ja in Character bleiben. Es tut mir leid. Es ist ausgerutscht, die Hand, der Finger. Das war doch keine Absicht. Ich muss in Character bleiben. Ui, dem geht's gut. Dem geht's gut. Der sieht immer so zerknittert aus. Oh mein Gott. Michael? Einseifen. Seif so ordentlich ein. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest Ey, du, wenn die Jugend. so wäre. Wirklich, ich weiß nicht. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Ja, es gab ein paar Kollateralschäden, aber sonst alles in Ordnung. Okay, das klingt fast schon reizvoll. Knutscht ihr jetzt im Schnee rum? Nein. Schneeball. Schneeball! Einseifen. Bam! Jawoll! Oh. Nicht, dass da Steine drin Bist du waren. dran. Womit bin ich dran? Einseifen. Einseifen. Da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja. Aber du musst noch warten. Bis später. Oh, ich weiß, was er vorhat.
Knoblauch essen und dazu Bohnensalat. Hast du das gehört? Ja, klingt wie... Kirschen? Warte, Oh mein Gott. Das war... Scheiße. Ich habe eben gedacht, wenn die jetzt ihn wegmacht, dann kriegt sie es ja ab. Wow, hättest du uns nicht weggezogen? Tot. Los, verschwinden wir hier. Aber echt, hey, wir sollten uns irgendwie was anderes, langes, hartes Spitz suchen, mit dem wir unsere Zeit verbringen können. Junge. Okay. Wer ist da drin? Okay, ihr Leute. Den nehmen wir noch mit, oder? Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Hm? Ich finde, dass wir gut vorangekommen sind. In der letzten Sitzung. Junge. Aber ich bin beunruhigt über die Situation. Ich bin immer noch beunruhigt über dein Gesicht. Dieses Mal Ja, darf ich was malen? versuchen wir zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Das kriege ich hin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Verängstigt. Okay. Ach, guck mal. Frauen machen mich nervös. Männer machen mich nervös. Kann ich beides wählen? Nein. Also sie gucken beide nicht gerade freundlich, okay. Es geht nicht darum, wer dich nervös macht. Ich hätte jetzt halt gesagt, Frauen machen mich nervös. Wie ich mit Männern reden muss, weiß ich, hey, Alter, alles klar, gut. Und bei der Frau so, ich muss weg. So. Aber es geht ja darum, welches einem verängstigt. Verängstigen mich Frauen? Nee. Verängstigen mich Männer? Nee, außer der vielleicht, weil die Schuhe überhaupt nicht zum Anzug passen. Weil der hat ja Absätze, das sind ja Stiefel, die er anhat, so, weißt du? Pass auf, ich drück beide Tasten gleichzeitig. 3, 2, 1. Okay, es sind wohl Männer. So. Flugzeug oder Menschenmassen. Bin mir nicht sicher, ob mir Flugzeuge Angst machen. Ich bin noch nie in einem Flugzeug geflogen, nur in einem Hubschrauber. Aber, oh, das war eigentlich... Jawohl, na, ich weiß nicht. Also Menschenmassen machen mir nicht Angst. Weil, also Menschenmassen, wenn du unerkannt bist in der Menschenmasse, ist mir das eigentlich egal, fällt mir gerade ein. Es ist eher so, Menschen, die mit mir reden wollen, machen mir Angst. So als Introvertierter ist das halt doof. Okay, ja, Pech gehabt, muss ich vorher drüber nachdenken. So, ich fürchte mich vor Höhen, ich fürchte mich vorm Ertrinken. Dann eher Höhen. Nicht direkt, aber Höhen machen mir ein mulmigeres Gefühl, als irgendwo im Wasser zu sein, in einem See oder sowas, wo du den Boden nicht unter dir hast. So, das ist so, weißt du. Schlangen oder Ratten? Ratten. Lass mich raten. Anhand von dem, was ich hier sage, was mir Angst macht, genau das kriege ich dann im Spiel vorgesetzt. So, was haben wir hier? Pistole oder Messer? Messer sind beängstigend, Waffen sind beängstigend, Waffen sind beängstigend. Kann ich auch kurz erklären. Der nächste Comicladen ist in der übernächst größeren Stadt. Die nächste Stadt, da gibt's gar nichts, und dann müssen wir in die übernächst größere Stadt fahren. Und da ist auch ein Fußballverein und sowas, das in der Nähe ist vom Bahnhof. Und wenn dann Fußballfans ankommen, tralala, hin und her, bla bla bla. Und wir kriegen es immer hin. Also wir haben meistens nur Samstagszeit, um in den Comicladen zu gehen. Wir kriegen es, also Freundin und ich kriegen es sehr oft hin, genau dann in den Comicladen zu gehen, wenn ein Fußballspiel ist. Wir schnallen das nicht, dass ein Fußballspiel ist vorher, weil wir keine Ahnung von Fußball haben und kein Interesse dran. So, dann kommen wir dahin und dann stehen da Polizisten mit einem Maschinengewehr und dann so lässig cool so die Hand, weißt du, so irgendwie so die Hand am Maschinengewehrding. Und es ist mir kackegal, ob das ein Polizist ist oder nicht. Der hat eine Knarre dabei. Da gucke ich, dass ich möglichst weit um den drumherum gehe. Vielleicht würde ich genauso reagieren, wenn er da stehen würde und hätte eine Machete dabei, in die Hand an der Machete. Da ich aber, ja, Knarren machen mir mehr Angst. Das hatten wir schon. Ratten oder Kakerlaken?
Immer noch Ratten. Schreibst du fleißig mit, ja? Gut. Clowns oder Vogelscheuchen? Clowns. Das ist aber auch ein Horror-Clown. Vogelscheuche kann auch irgendwie ein netter Kerl drunter stecken. Blutekel, das ist nicht unbedingt Blut. Blut oder Krähen sind beängstigend. Krähen sind null beängstigend. Blut, also das da ist eher ekelig, als eine Krähe beängstigend ist, okay? Gut. So, der... Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Danke! Obwohl, heute muss man sagen... Versuche es... In dem etwas Metronom. schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay, dann laber ich halt weniger. Tut mir leid, okay. Ratten... Wie viel Mal will er jetzt noch Ratten bringen? Es sind immer Ratten. Spritzen oder Blut? Mag Spritzen. Ah, ja, ich mag Nadeln nicht. Wenn ich die Wahl habe, mir den Finger zu pieken... Ja, okay, das sind mit Nadeln. Na komm, vergiss es einfach. Clowns. Zombies. Zombies sind ja wohl lullig. So. Spritzen. Müssen wir jetzt halt ein bisschen schneller. Gibt's keine Erklärung hier. Spritzen oder Spritzen? Das ist ein Sturm, ist mir doch egal. Das ist sehr interessant. Was? Danke. Bitte. Dafür, dass du so gründlich warst. Ratten, Clowns und Nadeln. Ja. Stell dir mal vor, eine Ratte mit roter Nase und spitzen Stacheln. Sonic the Hedgehog, der hat eine schwarze Nase, aber du weißt, was ich meine. Wow. Oh, hast du gerade einen Witz gemacht? Sorry, habe ich nicht verstanden. Unsere Zeit ist mal wieder aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ja, okay. Und ich verspreche euch, wenn der weiter so Fratzen-Kirmes macht, so Gesichtskirmes, dann sehen wir uns wirklich bald wieder, weil ich dann wirklich zum Psychiater muss. Aber ich verspreche euch, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr einschaltet. Ciao! Oder so.